Ich bin gerade dran, meine Nägel zu machen. Ich habe meine linke Hand fertig und starte jetzt an meiner rechten. Das ist das Endprodukt, das am Schluss sein sollte. Das sind so kleine Perlen drauf. Ich finde es richtig herzig. Ich starte jetzt mit der linken. Zuerst einmal einfach mit dem alten Belag abnehmen. Für das, wenn ich so ein Keramikbit. Das sind die viel besser als die Schleifpapiersachen. Ich melde mich nachher wieder. Jetzt, als ich das ganze Material abgeschliffen habe, mache ich noch die Hütchen rundherum. Für das habe ich so einen Aufsatz. Der ist ein bisschen schmäler. Nachher einfach so am Rand kannst du entlang, dass auch die tote Nagelhaut und all das Zeug, das eben nachher machen, dass sich der Lack wieder löst, weggeht. Ich glaube, die Vorbereitung ist somit abgeschlossen und wir kommen jetzt zum Aufbau des Nagels. Für das brauche ich zuerst eine grössere Lampe. Für den Aufbau brauche ich immer zuerst einen Primer. Den lasse ich auftragen, kurz austrocknen lassen und nachher mache ich eine Rubber Base drauf. Als nächsten Schritt brauche ich den Quick Extension Gel und der macht, dass der Nagel mega stabil wird. Also wenn da siehst, wenn ich da drauf drücke, da bewegt sich nichts. Ich habe so weiche Nägel und brauche auch die Stabilität. Weil der Nagellack aber so zähflüssig ist, brauche ich nachher nicht die Lampe, die die ganze Hand drunter tust, sondern ich habe so ein ganz kleines Lämpchen für einfach jeweils einen Nagel, dass sobald ich den Lack drauf habe, dann nachher ins Lämpchen tun und dann härtet der aus. Anders würde es mir immer in die Ränder reinlaufen und nachher hast du wieder Liftings. Mit dem Aufbau des Daumen bin ich jetzt fertig und dann kommt hier eine dünne Schicht Topcoat drüber. Und in den nassen Topcoat lege ich jetzt die kleinen Perlen rein. Eins oben, Mitte, unten. Dann jeweils in die Lücke kommt das andere. Und dann wird das auch wieder gehärtet. Und zum Abschluss, dass auch die Perlen noch ein bisschen besser oben drauf heben, mache ich noch eine ganz dünne Schicht Topcoat. Und dann ist das schon fertig. Und das Gleiche mache ich mit allen anderen Fingern auch.